you together. For you guys, ready? Burning. Was geht denn, Leute? Guten Morgen aus Vegas, gerade wach geworden. Heute spontan mal wieder ein Video. Mexikanische Family ist am Start, wir machen jetzt erstmal Frühstück und dann geht auch schon mal ein Online-Grind los. Ja, heute mal einen ganzen Tag Vegas Online-Action. Zum Strip fahren wir heute nicht, aber hau euch ein paar Updates raus, wie so bis jetzt die ganzen paar Wochen so liefen. Sind ja komplett geswitcht von Live auf Online, schafften Live Pro den Umstieg auf Online und ja, das alles werden wir heute bequatschen. Let's go. What do you want? Hier steht noch der Grill von gestern. Heute ist mega windig. We are the champions in the world. So Leute, die Oma, die mexikanische Oma ist im Moment hier. Die sind aber gerade los mit den Kids zu so einem Jungle Park. Heute ist Dienstag. Die Kinder gehen mittlerweile zur Schule von Mittwoch bis Freitag. Und montags und dienstags und so weiter versuchen wir dann immer, dass wir irgendwo zu einem Park oder so mit den Kids, dass sie ein bisschen entertained werden, ein bisschen spielen, ein bisschen austoben, damit wir auch viel besser einschlafen können später. Jetzt habe ich aber genug Zeit zum Grinden. Die sind jetzt mal 1-2 Stunden unterwegs, denke ich. Meine Frau muss gleich zur Arbeit. Und ja, manchmal zwischendurch streame ich sogar. Aber das lassen wir heute sein. Wir machen einen Vlog. Ich setze mich jetzt erstmal im Büro und dann mache ich mich erstmal warm. Ich spiele ja jetzt knapp 200 Hände mit dem Mastermind PLO Trainer. Das mache ich fast immer so, bevor ich meine Session starte. Einfach noch mal ein paar Hände reinkriegen, so gucken, wo ich Fehler mache. Und ja, dann kann ich die Session auch viel mehr confident starten. Das hilft mir immer mega. Und ja, im Moment voll im Study immer noch. Also kann man vielleicht ein paar Updates raushauen, wie die letzten 1-2 Monate so liefen. Also in den ersten 2-3 Wochen war mega turbulent. Hat zwar mega Bock gemacht und ich habe mega viel gespielt, aber wusste noch nie so viel über das Spiel. Also ich habe viele Preflop-Fehler gemacht. Kings waren für mich, also Queens im Smallbind war für mich halt einfach, also No Limit Hold'em foldet man das ja nie. Da habe ich mega dran gearbeitet, jede freie Minute irgendwelche Kurse, PLO-Trainer und YouTube hier, YouTube da. So selbst vom Schlafen gehen, wenn ich manchmal nicht einschlafen kann oder so und meine Frau schon längst eingepennt ist. Manchmal gucken wir irgendwelche Fernsehshows, im Moment Snowfall, ziehen wir uns fast jeden Abend eine Episode rein. Oder halt Formel 1. Ja, wenn sie einschläft, dann haue ich mir die Kopfhörer rein und gucke nochmal irgendein Jane Andes Video oder von Luke oder irgendwas, wo ich halt ein bisschen was dazu lernen kann. Macht mir einfach mega Spaß. Also wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich es nicht im Bett schauen. Es macht mega Bock. Jede freie Minute im Moment PLO. So, jetzt erstmal 200 Hände mit dem Mastermind PLO Trainer. Bisschen warm machen, ich suche mir da irgendeinen Spot aus und dann geht auch schon die Session los. Let's go. So, heute trainieren wir Big Blind gegen Middle Position. Einmal Train klicken hier und let's go. So Leute, wir haben 230 Hände gespielt und 77% Accuracy. Ich war kurz auf 80%, aber ein paar Fehler gemacht. Sogar 2 Fehler mit Assen gemacht. Sobald ich die Asse sehe, will ich immer direkt potten. Aber da gibt es einige Asse, die man im Big Blind einfach nur flatten kann. Und irgendwie so Ass, 6-3. So, jetzt eine Runde Grind. Zwischendurch noch ein paar kleine Turniere hier auf CoinPoker. Ich spiele meistens diese $25 Turniere, die sie da haben. Da ist $1000 garantiert. Beziehungsweise $1000 gibt es meistens für den ersten. Ich habe gestern nochmal knapp $100 da gecasht. Außerdem läuft im Moment All-In for Argentina. Das sind so $10 Turniere, die es auf CoinPoker gibt. $1000 garantiert. Nichts Großartiges, aber es sind kleine Felder und macht mega Spaß zu spielen. Also der eine oder andere, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ruhig mitspielen. Wenn ihr noch keinen Account habt, Code Dawson nicht vergessen, Leute. In diesem Vlog gibt es auf jeden Fall noch $10 Giveaways für CoinPoker. Ist für alle
am Start, also nicht nur für Leute, die sich mit Code Dawson angemeldet haben, aber es wäre mir eine riesengroße Hilfe, wenn ihr euch Accounts erstellt mit dem Code Dawson. Ja, je mehr Sign-ups ich habe, desto happier ist CoinPoker, desto happier bin ich. So Leute, Action geht schon los hier an 4 Tischen jetzt erstmal. Wir haben ganz viele PLO 50 Tische heute, ausnahmsweise mal. Normalerweise läuft um diese Uhrzeit nur PLO 25. Deswegen streame ich oft auch nur PLO 25. Aber ja, heute starten wir mit PLO 50. Let's go. Das einzige Problem, was wir hier im Moment haben, ist, dass ich keinen Poker-Tracker habe. Also ich habe den Drive-Hut Tracker hier vom Mark Gogg empfohlen bekommen und ich finde auch mega geil, aber die Testversion ist schon abgelaufen. Muss ich mir jetzt bestellen, werde ich auch die Tage machen und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch Graphen und so weiter von meinem Online-Grind. Da bin ich eigentlich immer ziemlich transparent. Wir haben hier Top-Set, Leute, und der Kerl pottet. Lässt sich mega Zeit, aber ich glaube, ein Flush wollte hier nicht. Doch, trotzdem schöner Pot. Erste All-In hier, verlieren erste Hand und verlieren den zweiten auch leider. So Leute, jetzt wird es Zeit für das $25 Supreme Turnier hier. Da gibt es im Moment, also $713 gibt es für den ersten gerade. Ass Dame gegen Ass 10. Leute, wir nehmen hier voll auseinander, fette Stacks, überall. Hier noch ein $10 Turnier, sind wir all in, schon wieder mit Ass Dame. Und nebenbei gucken wir noch einen Hey Hansi Stream. Wir feiern nämlich klein, hat heute Abend Geburtstag, da gibt es ein Homegame. Ass Dame gegen Buben. So Leute, kurze Pause, die Session lief ziemlich rund. Gab ein paar interessante Hände, vielleicht blende ich das irgendwie ein oder habe ich das schon gezeigt, weiß ich noch nicht, wie ich das schneiden werde. Jetzt habe ich kurz Zeit, ein bisschen Pause zu machen. In 9 Minuten geht Hansis Geburtstags-Homegame los auf Club GG. Da machen wir auch noch mit. Und dann spazieren. Ich habe heute keinen Sport gemacht, die letzten paar Tage auch nicht so gemacht, aber dafür gehe ich dann 40 Minuten, 45 Minuten draußen spazieren in der Sonne. Das tut auch ziemlich gut. Kommt man auch ins Schwitzen. Und ja, danach dusche ich meist, dann wird gegessen und dann spielen wir noch eine Session. Also, do you wanna say anything? Peace, bro. Boah, gebt mal diese T-Shirt, Leute. Hansi Wurst T-Shirt mit Assen. Was ist der Hansi? Das ist der echte BNCB, weiß ich nicht. Komm mal, Race, Buddy, mal Race. Leute, wir haben die Asse und kriegen Call, Race. Gebt diese Hansi Wurst T-Shirt einmal, Bruder. Was machen wir da? 50. Mini-Klick. Boah, Leute, was geht hier ab? Schmeckt. So Leute, hat Bock gemacht heute im Stream beim Hey Hansi, Geburtstag reinfeiern und so, Turnier spielen, lustiger Chat auf jeden Fall. Ich wollte nochmal darüber quatschen ein bisschen, wie es jetzt läuft an den Online-Tischen und wieso ich die Challenge unterbrochen habe. Ich hatte ja schon mal ein bisschen erklärt, wieso ich auf Online-PLO umgestiegen bin. Also mir hätte das natürlich mega Spaß gemacht, weiterhin live zu spielen und auch weiterhin zu vloggen und so weiter. Aber ich muss da ein bisschen, also es geht sicher nicht nur immer um Entertainment, sondern ich muss dazu sehen, dass ich irgendwie vorankomme. Wenn ich da irgendwie immer nur für 4-5 Stunden zum Strip fahren kann und dann wieder nach Hause muss, weil meine Frau arbeiten muss, dann ist das mega schwierig als Live-Grinder. Ich würde am liebsten da 8 oder 10 Stunden sitzen, muss auch eigentlich 8 oder 10 Stunden sitzen, damit ich die Kohle reinkriege, die ich da verdienen möchte in den Games. Also man kann halt mal lucky hier sein, ein paar K hier und da in 2-3 Stunden gewinnen, aber das läuft halt nicht immer so. Das hat man ja gesehen, im Dezember und Januar war ja mega Break-even alles die ganze Zeit, sogar down.
Und ja, wenn man da nicht so viel Zeit hat, dann ist das, wie gesagt, tödlich. Deswegen ist es halt viel besser, online weiterzumachen. Im Moment läuft mein Tag so ab, dass ich morgens irgendwie 2-3 Stunden spiele. Zeit ist mittags nochmal 2-3 Stunden und abends nochmal 2-3 Stunden. Und das funktioniert ganz gut so im Moment. Ich habe auch ein bisschen jetzt raus, auf welchen Seiten und welche Uhrzeiten ich spielen muss und also Sachen. Zum Beispiel ist WSOP.com, was PLO angeht, nicht so optimal für mich. Aus tausenden von Gründen. Die haben irgendwie eine andere Rake-Structure da, also Rake-mäßig kommt da gar nichts zusammen. Ich habe jetzt 2 Monate da gespielt und gerade mal so $300 oder so Rake gemacht. Das schaffe ich auf Club GG mit 1-2 Tischen irgendwie in der Woche irgendwie. Der Max, was ich da mal gekriegt habe, war über $100, was halt schmeckt. Also Club GG habe ich immer nur so 1-2 Tische offen, weil mein Main Game im Moment nur Coinpoker ist. Außerdem stimmt das vom Player Pool her überhaupt nicht auf WSOP.com. Da sind ganz, ganz viele Short-Stacks unterwegs. Das Spiel ist mega nitty geworden auf WSOP.com. Da habe ich jetzt von vielen verschiedenen Quellen gehört, dass die auch das gleiche Problem haben. Es sind total viele Ratten am Start. Also jetzt kauft sich dann mit 10, 20 Big Blinds ein. Sobald er irgendwie aufdoppelt, ist er sofort weg. Also die Animation ist noch nicht ganz fertig. Die Chips sind noch nicht ganz auf seiner Seite und der ist schon direkt weg vom Tisch. Aber das macht so keinen Spaß. Coinpoker sind viel mehr Big Stacks am Start, aber da wird auch viel mehr gegambelt. Da macht das Grinden viel mehr Spaß. Club GG genauso. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil die Live-Vlogs und so weiter, das ist ja das, was in meinem Channel ausmacht. Und ich habe auch die Routine und so weiter. Also ein bisschen unmotiviert, was das Vloggen angeht. Und ich glaube auch für euch ist halt eher uninteressant, wenn ich euch meinen Alltag hier zu Hause mitteile. Weil viele von euch zu Hause grinden, aber ihr wollt ja natürlich raus zum Strip und die Casinos anschauen und ein paar Karten sehen und so weiter, Chips. Ja, das gibt es im Moment leider nicht. Ich habe auch ewig kein Live mehr gegrindet. Aber es wird auf jeden Fall noch irgendwie Live-Vlogs geben, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall vor, demnächst nochmal ein paar Live-Turniere zu spielen. Auch Cash-Game natürlich wieder mal. Aber im Moment passt es einfach vom Zeitplan her viel besser so, damit mit den Kids. Ja, meine Frau kann auch mal ein bisschen Auszeit nehmen, sonst ist die auch nur mit Kids arbeiten, das ist halt auch schlecht. Wir gucken abends mal eine Show zusammen und so weiter. Das gibt es alles nicht, wenn ich live grinde. Für mich persönlich ist das so viel einfacher. Es kommt natürlich viel weniger Geld rein als in den Live-Games. Ziel ist es natürlich auch online aufzusteigen und da natürlich höhere Limits zu spielen als PLO 50. Ich könnte PLO 100 spielen, aber da ich immer noch so ein bisschen in der Lernphase bin und immer noch Confidence aufbauen möchte und so weiter, bewege ich mich erstmal noch auf PLO 50, aber ich werde definitiv bald aufsteigen müssen. So Leute, jetzt kurzer Spaziergang. Es ist zwar eigentlich warm in der Sonne, aber es ist heute mega windig. Deswegen tragen die Kids Beanies. Ja, ich gehe eigentlich oft alleine spazieren, höre mir dann immer irgendeinen Jay Nandes Podcast oder so rein an. Ich höre seine Stimme mittlerweile öfter als die von meiner Frau, aber die Videos von ihm sind mega cool. Das motiviert immer mega, wenn man da lange spaziert und dann immer viel Wissenswertes mitbekommt, diese Weisheiten, die er von sich gibt. Und ja, da bin ich immer frisch für die zweite Session eigentlich auch schon. Ja, zwischendurch kommen die Kids auch mal mit spazieren und manchmal sogar der Fabi, aber der kann heute nicht, der ist busy, er arbeitet und deswegen nehmen wir heute die Kids mit. So Leute, jetzt gibt es erstmal Essen. Ich habe noch Fleisch von gestern, Kubide, falls der ein oder andere Perser zuschaut. Die haben zwar mexikanisch gekocht heute, aber um ehrlich zu sein, bin ich nicht so der Fan von mexikanischem Essen. Psst, nicht meine Family sagen. So Leute, Drive Hut ist jetzt auch check. Somit kann ich ab jetzt meine Sessions viel besser tracken. Ich habe vorher Hand to Note gehabt, hat mir nicht so gut gefallen, hat auch nicht so ganz 100% funktioniert mit Coinpoker. Da haben immer irgendwie irgendwelche Sessions gefehlt oder ist immer abgestürzt oder so. Aber Drive Hut funktioniert perfekt. Sieht auch viel cooler aus, meiner Meinung nach. Ja, ab jetzt kann ich euch den Graphen zeigen und bessere Updates geben. Ein erfolgreicher Tag hier zu Ende. Schöne Plus-Session heute, dann noch mit Hey Hansi, da dem Homegame gespielt. Bin da übrigens Fünfter geworden. Drei wären in den Money gekommen und für den dritten gibt es ein Hey Hansi Shirt oder so. Das wollte ich unbedingt haben, aber leider nicht geschafft. Fünfter geworden. Ansonsten gut Cash Game, an den Cash Game Tischen Plus gemacht
Und Dryfart haben wir jetzt endlich. Also bin ich da auch mega heiß drauf, jetzt wieder Sessions zu spielen und euch ja, Updates zu geben, wie der Graph läuft und so weiter. Das geht dann viel einfacher jetzt. Ich werde jetzt in einer Runde Counter-Strike spielen, dann wahrscheinlich anfangen, meinen Vlog zu schneiden, damit ihr auch endlich mal wieder einen Vlog bekommt. Aber womit ich meinen Vlog jetzt nochmal beenden wollte, ist das Giveaway. Ich werde jetzt erstmal 2 $10 Giveaways raushauen hier für CoinPoker. Unbedingt jetzt noch machen, weil gerade coole $10 Turniere auf CoinPoker laufen, diese All-In for Argentina Turniere laufen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euren Username natürlich aufschreiben. Also dieses Mal nicht nur die Leute, die mit meinem Code sich angemeldet haben, alle anderen auch gerne in die Kommentare einfach Username aufschreiben und da seid ihr automatisch dabei. Was mich noch interessieren würde, wäre ja, eure Challenges mitzubekommen, ob ihr irgendwelche Probleme hattet bei der Transition von Live zu Online-Poker, eure Schwierigkeiten da und so weiter. Ich war ja mein ganzes Leben lang eigentlich Live No-Limit Hold'em Player, seitdem ich 19 Jahre alt bin. Und jetzt auf einmal Vollzeit PLO Online. Da gab es ja in den letzten Videos auch in den Kommentaren immer, das ist keine gute Idee, jetzt vor allem im Downswing und bla bla bla. Aber wie gesagt, für mich war das wirklich mega, mega wichtig, dass ich den Sprung schaffe und dass ich dann einfach auch mich hinsetze und study und das Ganze online packe. Und ja, wie gesagt, so langsam läuft es ziemlich rund. Haben heute gute Plus-Session gehabt, gestern gute Plus-Session gehabt, davor den Tag gute Plus-Session gehabt. Und hoffentlich geht es immer weiter so. Natürlich nicht, da gibt es auch Minustage, da wird es auch richtig turbulente Sessions noch geben. Aber jetzt haben wir ja Dryfart, also kann ich euch die Updates richtig raushauen. Könnt ihr live mitbekommen, wie es auch online läuft. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn ich mal wieder live spielen gehen sollte, dann nehme ich euch 100% wieder mit. Jede Live-Session wird auf jeden Fall auch gevloggt. Danke Leute, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren.